Hi, grüße euch, Servus, wie versprochen, wie versprochen. Wir greifen es heute an. Ich nehme euch mit auf die Rehkitzrettung. Ich stelle euch vor, was wir Ausrüstung wieder zusammengepackt haben. Und dann gehen wir ins Feld und schauen wir, ob wir was finden. Das ganze Video versuche ich jetzt mal nicht so technisch zu machen. Zu erzählen wird es sehr viel geben. Ich zeige euch die einzelnen Komponenten, was wir mitnehmen. Und erkläre euch ein bisschen was. Dann zeige ich euch so kurz auf dem Controller, wie man ein Feld mit Wegpunkten belegt, wie das ungefähr ausschaut. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. So, als erstes natürlich das Herzstück hier in einem schönen Hartschalenkoffer. Wunderbar, wirklich klasse, stabil, wasserdicht. Da haben wir das Herzstück. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akkus. Den 7. haben wir auch noch, der ist in der Classic drin. Wir haben hier Zubehör. Das ist das Batteriepack für einen externen Monitor und das Kabel. Dann natürlich unsere Führerscheine. Hier haben wir noch ein Anbauteil für einen Controller. Der schaut so aus. Da kommt dann der Controller rein und der externe Monitor. Die Dani macht es momentan lieber auf dem Stativ, wegen die Spotter. Und da haben wir das gute Stück. Vorsichtig raus. Jetzt ist der Gimbelschutz runtergefallen. Was interessant ist bei der Drohne, ist hier der Ruhemodus. Da schaut der Gimbal komischerweise nach unten. Nicht wie wir sonst kennen, nach vorne. Ist auch die hauptsächliche Flugeinstellung hier mit dem Blick nach unten. Die schauen wir uns gleich mal ordentlich an. Dann. So, Propeller einklappen. Was auch super ist, der Gimbelschutz im Gegensatz zur Classic. Ist halt der natürlich optimal und auch schnell drauf. Anscheinend habe ich den vorher nicht gescheit drauf getan, deswegen ist er runtergefallen. So, also hier haben wir jetzt die Mavic 3, und zwar die Enterprise-Serie, wie ihr hier erkennen könnt. Schaut genauso aus oder fast genauso aus wie die andere Mavic 3. Also sieht man jetzt nicht sofort den Unterschied, wenn man genauer hinschaut. Hier oben haben wir einen Anschluss für zusätzlichen Lautsprecher oder Lichter zum Beispiel. Dann haben wir hier hinten das Strobolight, das können wir dann später mal einschalten, dann zeige ich euch das auch. Des Weiteren, was natürlich sofort ins Auge sticht, ist die Kamera. Ich hoffe, ihr könnt sie die einigermaßen erkennen. Die ist richtig schwer, also richtig schwer, unglaublich. Und genau hier haben wir das Stück, was eben den teuren Preis ausmacht. Das große, den großen Objektiv natürlich, das ist die Wärmekamera. Dann haben wir eine Zoom-Kamera und eine Weitwinkelkamera. Sprich, der Kamerakopf hat 3 Kameras, die teilweise gleichzeitig laufen. Des Weiteren wird dann beim Einsatz hauptsächlich die Zoom-Kamera und die Wärmebildkamera sehen in einem gesplitteten Screen, also der Bildschirm ist geteilt. Außerdem kann die Kamera auch links, rechts und nach hinten schauen. Das erkläre ich euch dann bei der Mission. Zeige ich euch das, wo das sich überall befindet und wie das ausschaut. Also das wäre das gute Stück. Ansonsten ganz normal faltbar. Hinten gehört der Akku rein. Was ein bisschen ungünstig gelöst ist, ist hier die kleine Fummelklappe. Das nervt richtig, weil da gehört nämlich die SD-Karte rein. Und jetzt bei die Fulmer Rider. Bei der R2S war es zum Beispiel an der Seite schön. Gut, da war es auch schon blöd, da haben wir den Flügel wegklappen müssen. Aber naja. Was mir auch ganz gut gefällt, ist natürlich der Gimbelschutz. Bei der Classic ist es da so ein richtiges Gespann, was man drüber bauen muss. Der Gimbelschutz passt einfach perfekt drauf. Jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber sogar mit einer Hand schaffe ich es. Super, oder?
Also das wäre mal so die Drohne und die Akkus, was wir dazu brauchen. Und schauen wir weiter, ist noch nicht alles. Die besten Videos sind die Videos, wo ich vergesse, den Startknopf drauf zu drücken. Toll, passiert mir jedes Mal. Also, die Kontrolle ist schon gestartet. Ich zeige euch den jetzt nochmal kurz. Hier unten ist die Halterung. Da vorne kommt da noch ein Winkel hin und eben der Monitor, der zweite externe. Das ist der Pro-Controller. Der hat wesentliche Vorteile. Er ist ähnlich mit Android wie ein Handy ausgestattet. Ihr seht hier jetzt die verschiedenen Apps, was drauf sind. Galerie, Datei, Firefox. Man kann sie alle möglichen Apps drauf basteln. Wie gesagt, ganz normales Android-Betriebssystem. Wir können hier dann eben die Software starten. Die schaut auch ein bisschen anders aus. Es schaut alles ein bisschen anders aus. Ich kann euch das jetzt nicht ganz genau ins Detail erklären. Ich zeige später dann die also wie man eine Flugroute vorbereitet. Die sind zum Beispiel hier alle komplett gespeichert. Ach, wisst ihr was? Ich zeige euch das jetzt einfach gleich. Vielleicht kann man es so einigermaßen erkennen. Ich könnte zwar auch jetzt den Bildschirm aufzeichnen. Ach, wisst ihr was? Ich zeichne das auf, dann habt ihr es schöner zum Sehen. Jetzt haben wir hier noch einen Koffer. Wenn wir hier reingucken, da haben wir den externen Monitor. Der kommt dann hier an die Halterung dran, eben als erweiterte Sicht. Hat analoge Videosignal-Eingänge oder Ausgänge. Hat hier noch weitere HDMI-Ausgänge. Sprich, man könnte da noch einen Spotter-Monitor mit anschließen. Das ist das nächste, wo wir sparen. Hey, ich kann im Monitor sehen, cool. Ich glaube, der Monitor liegt jetzt im Bereich von 300 oder 380 Euro. Ist aber alles Geld wert. Also der ist noch besser wie der vom Controller. Genau, also der ist auch ganz wichtig und muss natürlich auch immer irgendwie mit und aufgebaut werden. Unten haben wir eine Stativhalterung. Die Dani fliegt momentan lieber mit Stativ. Wird das mit dem Kabel verbunden und dann kann der Spotter 1-2 Meter daneben wegstehen. Stört den Piloten auch nicht und ja, wie gesagt, da sind wir gerade dabei, dass wir einen zweiten zusammensparen. Weil dann hat der Pilot volle Sicht und zusätzlich der Spotter. Ein ganz wichtiges Hilfsmittel ist hier, zack, zack, zack. Für die Helfer und Kommunikation von den Piloten haben wir hier wunderbare, tolle Funkgeräte, die was das Unboxing-Video gesehen haben. Die kennen die Funkgeräte bereits. Müssen wir, glaube ich, sogar schon wieder laden, weil die heute im Einsatz waren. Das wird es dann später sehen. Also Funkgeräte, ganz, ganz wichtig. Ohne denen, glaube ich, wird das gar nicht so funktionieren. Aber ich bringe jetzt das zurück, sonst müsst ihr noch. Warte nicht drauf. Jetzt sage ich euch das mal schnell, wie das so abgeht. Wenn jetzt ein Bauer anruft, zum Beispiel, er wird morgen gern mähen wollen, dann kriegen wir da die Daten vom Feld. Dann gehen wir einfach her, starten den Controller, wenn er will. Wenn er will. Manchmal will er nicht. Er fährt relativ schnell hoch, also wenn du den anderen Controller kennst, den kleinen, dann dauert es bestimmt doppelt oder dreimal so lang. Da sind wir hier schon in der Fly-App drin. Jetzt starten wir oben die Bildschirmaufzeichnung, dann kann ich euch das auch in schön zeigen. So, und läuft. Klack, klack. So, dann gehen wir hier einfach
drauf. Hier sind schon Felder angelegt von der Dani, die was schon geflogen ist oder noch fliegen wird. Also die Drohne fliegt nicht autonom. Das wird heißen, die wird selber entscheiden. Sie fliegt automatisch. Aber damit die automatisch fliegt, müssen wir ihr natürlich auch sagen, was sie machen soll. Ist ja klar. Da haben wir jetzt dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Da haben wir die Wegpunkte, dann haben wir Gebietsroute, linear, man kann auch Vermessungen fliegen und so weiter mit der Drohne. Was wir brauchen, ist die Gebietsroute. Dann wird ja schon die Karte geladen. Der Controller ist auch mit dem Handy verbunden via Hotspot. Man kann sich die Karte noch offline runterladen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Beispielfeld ab, wo ich das vielleicht so ein bisschen demonstrieren kann. Nehmen wir zum Beispiel einfach das Feld hier. Dann gehen wir hierher, setzen hier einen Wegpunkt. So, setzen wir hier einen Wegpunkt, hier, hier, hier. Jetzt kriegen wir natürlich schon Fehlermeldungen, weil ich das einfach schnell schlampig mache. Genau, so wird das ausschauen. Dann kann man genau auch auswählen, wo die Drohne starten soll, die Mission. Aber das wird viel zu weit führen jetzt. Wir müssen hier das Flugmodell auswählen. Das ist die M3 Enterprise mit der Thermalkamera und drücken auf OK. So, schaut total easy aus. Ist aber gar nicht so einfach, weil da geht es natürlich da auch um die Feineinstellungen mit Überlappungen und Geschwindigkeit, wie schnell, also Kurswinkel ist interessant, das zeige ich euch noch ganz kurz. Geschwindigkeit, wie schnell die Drohne fliegen soll beim Suchen, wie schnell die Drohne zum Missionsstartpunkt hinfliegen soll und auch wieder zurück zum Landepunkt. Der Kurswinkel ist vielleicht noch interessant, ihr müsst euch vorstellen, jetzt fliegt die Drohne das Feld der Länge nach ab. Das wird für die Helfer irrsinnige Laufstrecken bedeuten, deswegen kann man den Kurs wechseln und hat so zum Beispiel kürzere Laufstrecken. Da freut sich jeder Helfer, jeder Rehkitzretter, weil er nicht so viel laufen muss. Also nochmal im Vergleich, fliege es der Länge ab, sind die Laufstrecken natürlich länger, als wenn man es so programmiert. Des Weiteren natürlich die ganzen Sachen wie Hinderniserkennung, was macht's bei Hindernissen, Ausweichen, Bremsen, Schweben, selbstständig. Die Drohne kann auch selbstständig Hindernisse umgehen. Ja, ganz grober Überblick. Zeige ich das dann im Einsatz. Das sind so Sachen, das macht man dann eben abends, wenn der Einsatz morgen ansteht. Speichern tun wir es nicht. Dann geht es natürlich auch darum, Tronic-App zu überprüfen, ob irgendwelche Flugbeschränkungen da sind. Notams dann kurz vorm Flug mal checken, ob da irgendwelche Rettungseinsätze zum Beispiel sind, Hubschrauber oder so. Und dann wird die Route gespeichert. Man fährt zu dem Feld hin, macht sich natürlich nochmal einen Überblick wegen Strommasten und so weiter, baut sein Equipment auf, teilt die Funkgeräte an die Helfer aus, Körbe und dann geht es auch schon los. Wie gesagt, das Fliegen ist die schönste Arbeit und die Rettung natürlich, aber die Vorbereitung und auch was im Verein da drin steckt, das sind ungefähr 90% Arbeit. Das war es eigentlich jetzt so im Großen und Ganzen. Also das war jetzt die technische Seite. Jetzt, wenn man natürlich noch filmen will, so wie wir das jetzt gemacht haben, dann braucht es natürlich dementsprechend Kamera. Ich liebe jetzt gerade die Pocket 2 brutal gern, die ich gekauft habe. Und das Zeug muss natürlich auch noch mit Stativ, ein stabiles Stativ natürlich, weil wenn der Controller auf dem Stativ ist und der fällt um, gerade in der Früh, wenn man noch nichts sieht, dann kann es richtig böse ins Auge gehen. Dann Schutzhandschuhe, natürlich wegen dem Geruch und regennasse Hose, wenn man durchs Feld wartet, weil das ja nass ist. Also was auch noch dazu kommt, verdammt, das ist heute erst gekommen, ist ein Kescher. Die Dani hat einen riesen Kescher jetzt bestellt, der ist heute gekommen. Also ein Riesenteil, weil wie ihr dann vielleicht seht, soll ich noch nicht so viel verraten. Wenn die nämlich schon ein bisschen größer sind, flitzen die auch. Und da muss man richtig schnell sein. Ja, die bleiben nicht immer liegen, bloß bis zu einem bestimmten Alter. Und die werden richtig mobil und schnell. Aber wie gesagt, schaut es euch dann an.
So, ich nehme euch jetzt hier ein bisschen mit. Zeige euch das bisschen, wie das abläuft hier. Links seht ihr die Echtzeitkamera. Jetzt wird die Flugroute gestartet. Da könnt ihr ein bisschen sehen, welche Einstellungen das da gibt. Also sehr viele. Hochladen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Die Dani startet jetzt die Mission. Die Drohne fliegt zum Missionsstart. So machen, sonst sehen die raus. Haha, wie die heißen alle vom Boot sind. So, So, jetzt ist eine große Wiese. die Drohne hat den Missionsstartpunkt erreicht und fliegt jetzt die erste Bahn ab, wie ihr links unten auf der Karte sehen könnt. Kurz zur Erklärung vom Display. Ihr seht in der Mitte seht ihr einen Kompass, dann seht ihr links die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, dann seht ihr die Geschwindigkeit von der Drohne, 3,9 bzw. 4 Meter pro Sekunde. Jetzt dreht die Drohne, fliegt die zweite Bahn ab. Unten haben wir gerade die Helf und die Dani gesehen. Rechts oben seht ihr die Temperatur zwischen 3 und 10 Grad. Dann kann man da den Splitscreen einstellen. Im Zoom ist er jetzt gerade auf 7-fach eingestellt, Thermal auf 2-fach. Rechts seht ihr die geniale Kamera von der Drohne. In dem Fall fliegt die jetzt gerade nach vorne und je nachdem, wie die Controllerbewegungen sind, schaltet die Kamera um. Finde die total spannend. Oben der Zeitbalken ist vielleicht noch recht interessant. Da seht ihr, wie lange die Flugroute dauert. Könnte, aber ich glaube eher. Da seht ihr nochmal die Kamera. Jetzt wird der Controller nach rechts bewegt, nach hinten. Die Dani fliegt jetzt gerade manuell. Wenn das Gras dicht ist, dann kann ich schon. Mein Zoom einstellen, und zwar wie lang das genau. Also hier an der Stelle hat der Spotter was gefunden oder vermutet was. Der Punkt. Jetzt wird umgeschalten auf die Zoom-Kamera. Das ist ein Hybrid-Zoom. Die Pflanze da ist, ja. Herangezoomt auf 56-fach. Sprich, die Drohne muss da aus der Höhe von circa 50 Meter nicht immer runterfliegen, sondern man kann auf die Zoom-Kamera umschalten und dann 13 Meter. Da war es jetzt schon rot. wunderbar heranzoomen. Also in dem Fall war es ein Fehlalarm. Die Mission wird fortgesetzt. Die Drohne geht wieder auf die vorgegebene Bahn und fliegt weiter. Also welchen? Das jetzt dann? Was meinst du? Nee. Die zwei haben wir geflogen. Jetzt kommt die Drohne gleich ans Ende vom Feld. Dann wird sie sich nach links bewegen. Ja. Das Interessante ist, die Drohne bewegt sich unterm Flug nach links. Also die bleibt nicht stehen und dreht sich dann, sondern die macht das in einem geschmeidigen Winkel. Dann kommt die zweite Bahn. Oben sieht man auch in der Timeline den Punkt. Schon, Dani. Wir wandert. Jetzt hat der Spotter was entdeckt. So schaut es aus. Gleich wissen wir was. Ja. Eine Geiß. Ja. Ja, Zack. und zack, rennt's weg. Also könnte noch kürzer Das Ganze über die Zoom-Kamera, ohne dass sich die Drohne runter Schau mal, bewegt. jetzt fliegt sie erst wieder zurück. Ja.
Das war jetzt ein Fehlalarm. Ja, Mhm. ein bisschen fuchst schon, weil wenn's mit dem kleinen, in das kleine grüne Kreis muss ja da der Punkt rein. Mhm. Aber ansonsten ist das gut, wenn's nicht so weit runterfliegen musst. Mhm. Die Höhe ist 50 Meter. Drunter seht ihr 644 Meter. Das ist über den Meeresspiegel. Das ist die Gesamthöhe praktisch. Im Kompass könnt ihr vielleicht den Landepunkt, den Startpunkt erkennen. Das ist das H. Und das Blaue ist die Anzahl der Wegpunkte und die Richtung. Ja, das Mhm. Die fliegt jetzt Da praktisch. glaube ich waren wir jetzt gerade. Ja, das war Schau, der. das war der Punkt. Alles klar. Das zeigt er mir, oh, und theoretisch kann ich ja die Wiesen abfliegen und kann überall, wo ich was gesehen hab, so einen Button machen, so einen Punkt, und kann's danach nochmal anfliegen. Weil manche sagen, das ist besser, weil dann ist die Wiesen ruhiger, wenn man nicht so durchläuft, aber ja, es macht auch jeder anders. Okay? So, jetzt hat die Dani das nochmal erklärt. 4. Nein, ich flieg 4, Meter pro Sekunde so dann. wie die Hedi so schnell. Oh, warte, da ist auch was. So, jetzt ist da wieder was entdeckt worden, was rot ist. Temperatur seht ihr oben, 3 bis 16 Grad. Weil wenn ich es genau da in dem grünen Punkt hab, dann sehe ich das eben Also- mit dem Zoom. Die Kamera kann auch die Temperatur erkennen und Ja, das Umdingen, sind sie. da links. umgeschalten auf Zoom-Kamera, 56-fach und es bewegt sich was. Wie gesagt, wir sprechen von einer Höhe von 50 Meter. Jetzt kriegen dann die Helfer die Nachricht, dass es gefunden wird. Vielleicht sehen wir das sogar, wie sie sich dann anschleichen. Also in dem Alter fliehen die auch. Es kann durchaus sein, dass die abhauen. Schauen wir mal. Noch ahnen es nix. Noch gehen es in Deckung. Vielleicht sehen wir links auf dem Thermal dann, wie sich die Helfer ranschleichen. Noch erkenne ich da nichts. Die Route ist natürlich jetzt pausiert. Bei 21 Minuten Flugzeit noch. Ah, da sieht man es. Da sieht man es. 3 Helfer. Ja, irgendwann. Kische wird fahren. Jetzt werden die eingewiesen vom Pilot. Weil die sehen in der hohen Wiese gar nichts. Also es kann einen halben Meter daneben liegen und man sieht es einfach nicht. Der wird sich mit Kescher herangeschlichen. Darf's noch geradeaus weitergehen? Die Helfer sind wie blind. Der mit dem Kescher ein bisschen rechts. Genau, jetzt wieder geradeaus. Noch 4, 2 Schritt, 3. Ja, jetzt. Eins habt, das andere ist weg. Ziemlich fix. So, da sieht man das zweite leider davonlaufen. Eine Kollegin ist später dann nochmal über die Wiese drüber geflogen. Sau. Brutal. Also in dem Brutal, Alter wie wären sie wären. die schon richtig. Solche Säcke. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Schauen, ob wir das andere noch finden. Aber vielleicht habt ihr gesehen, wie nah die Helfer da hingehen und sehen das Bambi nicht. Das ist unglaublich, wie sie die verstecken. Wenn natürlich jetzt der Bulldog kommt mit 50 km/h mit dem Mähwerk, ist es oft zu spät, dass sie abhauen. Ihr habt ja gesehen, wie nah, dass man da rangehen kann, bis die wirklich dann mal abhauen und die ganz kleinen, Dani hat an dem Tag auch ein Rehkitz gefunden, das ist gerade mal 2 Tage alt gewesen.
Das flieht noch gar nicht. Jetzt wird das Rehkitz außerhalb vom Feld unter einem großen Korb festgehalten bis nach der Mord. Und dann wird es wieder freigelassen. Da oben haben wir jetzt so eine Restflugzeit in der Timeline von 23 Minuten. Jetzt haben sie wieder was entdeckt. Schauen wir mal. Da ist wieder was Rotes. Kann eine Katze sein, ein Hase, kann ein Fasan. Ist natürlich schwierig bei dem Zoom. Da wo die Drohne jetzt steht, da ist ein Geiß, aber ich weiß nicht, wenn die wegkupft, ob vielleicht was anderes drunter ist, ein Baby oder so, das sehe ich nicht. Das ist jetzt ein Geiß, aber da könnte auch ein Jungtier drunter liegen. Kann man so jetzt nicht erkennen. Also Geiß ist weggelaufen, in der Drohne auf dem Bildschirm sehe ich jetzt nichts mehr liegen. Man sieht deutlich auf dem Thermal immer noch den roten Fleck von der Liegefläche, die natürlich immer noch eine Zeit lang warm ist. Und die Mission geht weiter. 85% von dem Feld ist schon abgeflogen. Ihr könnt's von mir aus auch dort stehen bleiben, ich fliege jetzt weiter. ...30 Satelliten sind verbunden fürs GPS 29. Das RC-Zeichen oben ist die Verbindung zum Controller und der Akkustand. Ja, das sind, glaube ich, die 2 Punkte von vorhin. Genau. Ja. 94% sind abgeflogen. Na, jetzt, ja. Es muss nicht immer rot sein, es können auch weiße Punkte sein. Noch. Na, ist nix. Ist aber rot. Meine Bayernwelle. Sie sind kleiner als eine Wassermelone, braun gefleckt und unwahrscheinlich süß. Die Rede ist von frisch geborenen Rehkitzen. Die sind aber vor allem in der Mähsaison oft stark gefährdet, denn anders als ältere Rehe laufen sie bei Gefahr noch nicht davon. Um sie vor den Mähwerken der Traktoren zu schützen, gibt es sogenannte Rehkitzrettungen. Daniela Hirschinger war letztes Jahr schon als Helferin bei vielen Aktionen im Chiemgau mit dabei. Weil der Bedarf aber so groß ist, hat sie mittlerweile einen eigenen Verein gegründet. Warum sie sich genau für diese Tiere einsetzt, das hat sie uns im Bayernwelle-Interview verraten. Ich bin tatsächlich, habe damals eine ganz gute Freundin gehabt, die auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, da wo ich eigentlich auch viel mit gewohnt habe, mehr oder weniger. Und da habe ich schon auch mitgekriegt, wenn die Rehkitze gemahrt werden, ja, die schreien wahnsinnig, denen fällt halt dann einmal ein Füßlein oder wie auch immer. Und auch die Tage danach, wenn die Mama eben nach die Babys schreit, auch vor Schmerzen, weil sie hat ja die Milch da und wird ja dann nicht mehr los. Und das ist tatsächlich sehr grausig. Um genau das zu verhindern, können Bauern, und zwar bevor sie eine Wiese mähen, so einen Verein anrufen. Die kommen dann mit Helfern und Drohnen und suchen die Wiese nach kleinen Rehkitzen ab. Im Interview hat uns Daniela Hirschinger auch von einem ganz besonderen Einsatz erzählt. Wir haben auf einer Heumilchwiese letztes Jahr 9 Kitze gerettet. Also, eigentlich waren es 10. Aber eins ist uns dann tatsächlich ausgekommen, weil die da schon größer waren und schon laufbar haben Kinder.
Genau, der hat es dann aus unserem Korb rausgeschafft. Aber das waren 10 Kitze und der was abgehauen ist, der war halt dann weg. Der ist dann auch Gott sei Dank nicht gemacht worden. Der Bauer ist da auch langsam durchgefahren, weil wir mal gesagt haben, dass eins eben ausgekommen ist. Aber das war das Schönste. Das war ein ganz tolles Interview, ein Radio-Interview von der Dani. Weißer Punkt. Jetzt steht eher ein neuer Pressetermin an. Öffentlichkeitsarbeit ist da so wichtig. Sie jetzt auch nicht so direkt. Jetzt bei mir auf. Wo sind die jetzt? Ich weiß nicht, was ist. Also das schaut auch nach einem Fehlalarm aus. Aber die Wiese lautet, lieber einmal mehr geschaut als ein verstümmeltes Rehkitz. Also wenn man die Fotos mal gesehen hat, wie das ausschaut, auf YouTube kann man das gar nicht veröffentlichen. Das Schlimme ist meistens, erwischt es jetzt an den Beinen, weil sie davonlaufen wollen und die überleben das ja nur ziemlich lang. Also richtige Qual. Schaut jetzt auch eher aus wie eine Liegefläche. So, 99%. Jetzt ist es wieder auf 98%. Und jetzt macht die Dani gleich was ich nicht mehr mache. Weil oft ist es im Feld so doof im Landen, da hast keine schöne Landefläche oder was. Also ich glaube, dass es ein Erdloch war. Wenn dann musst du noch 2, 3 Schritt führen. Ja, jetzt war es genau vor dir. Also auf alle Fälle macht Ja, die dann bin Dani ich was fertig ich mit der Wiese. nicht mehr mache, weil ich mich da schon so verletzt habe. Aber der Gesichtsausdruck von der Dani ist wirklich klasse. Weil sie hat die Drohne auch noch nicht so landen lassen, das erste Mal. Ich bin ein totaler Gegner davon, die Drohne so landen zu lassen, weil es reicht ein Windstoß und du hast die Drohne im Gesicht. Und so eine große Drohne. Ich habe mit der Mini 2 mal richtig wehgetan. Es war eine blödige Sache, ja. So, jetzt wird die Landung eingeleitet. Danke. Bitte. Schön, dass du Wie gesagt, ich mache das nicht mehr. Das sind wie Rasierklingen. Bist du ein Braser? Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think Das erste ist schon weg, das andere hockt noch. Nein, jetzt sind sie beide weg. Beide am Wald reingelaufen. Windows down, empty streets. You were all I used to know. You and I, forever, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I, forever, forever, forever ago.
euch hat das Video gefallen. Es war bis jetzt mein längstes und aufwendigstes Video. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, an euch alle, jeder, der zuschaut. Liked, abonniert, kommentiert. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den ganzen Spendern nochmal ganz herzlich bedanken. Auch an die ganzen Helfer, die jedes Mal unermüdlich da mitgehen. Es ist einfach ein schönes Gefühl am Ende so einer Rettungsmission, wenn man ein paar Leben hat retten können. Und am Samstag gehen wir eventuell, mal schauen, wie es von der Verbindung her ist, live. Da machen wir das Ganze im Livestream. Würde mich total freuen, wenn ihr reinschaut. Wie gesagt, ist wetterabhängig. Ganz in der Früh wird wahrscheinlich noch keiner wach sein, aber ihr könnt es euch ja später auch anschauen. Und in diesem Sinne nochmal von mir, von den ganzen Helfern im Namen des Vereins, im Namen von der Dani. Vielen Dank.